Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschicht, Nummer 34. Ditmaal nach Meier davon, wo 1996, 97, als dat 75-jarige Jubiläumsfest gevierd worden soll, uitgemerkt wordt op de Mennoniten ihre zogenaamde landkaart en de Quatemok omgehend noch einmal weiter alle Veränderungen in aan te tekenen. Wir hatten letztes Mal noch gesagt, dass die Mennoniten in Chihuahua vor vielen Jahren keinem Kolonist erlaubten, kleine Flecken von seinen Kerls Land zu verkaufen, auch dann nicht, wenn dort wem neidig an ein Fleckchen Land fehlt für eine Büsteed. Aber von den 1980er Jahren an wird dort auf die mennonitischen Siedlungen an der Quatemok umgehend unbedingt erforderlich, dass kleine Flecken Land für Büsteeden gekauft werden können. Dann die Fabriken und die Darpa, und besonders am Hochweg von Quatemok nach Rubio, und ein bisschen lauter auch an andere Wege, brauchten immer noch mehr Arbeiter. Und diese junge, sogenannte Arbeiterfamilien mussten auch wohl ein Wohnhaus haben können. Und dadurch wurden einerseits viele Darpa bedienend gratis. Immer mehr Eltern leiten ihre Kinder auf dem Eng von ihrem Kegel an der Linie so viel Land für eine Büsteed. Und andererseits sind dadurch auch viele neue Darbertjes am Hochweg angelegt worden, auf sogenannte Darbskegels. Das heißt, Darber mit bloß Büsteeden ohne Land. Und immer noch mehr junge Lied kauften ein Fleckchen Land, wo immer Kegels in Büsteeden angemeten und verkauft wurden. Viele von diesen Darber mit bloß Büsteeden haben keine sogenannte Darbsnomes. Auf dem Genodenfeldschen Darbsplan zum Beispiel sind all mehrere 1 Kilometer lange Kegels an Büsteeden angemeten und verkauft worden. Und auf diese breite Kegels sind schmacke, zweirähige Darper entstanden. Aber eine Stelle, dort man diese Darper Darbsnomes gegeben hat, nennt man die Kaje Freis und Kaje Dick und so weiter. Im Jahr 1997 war dort 75 Jahre, dort die Mennoniten in Chihuahua gewohnt hatten. Und als man dort anfängt zu merken, ein 75-jähriges Jubiläumsfest zu feiern, dann will man auch noch weiter die Mennoniten ihre Landkarte nie merken. Oder updaten, das wie das dann sagen. Das Wort updaten ist ein von vielen Wörtern, wo wir Mennoniten halb Deutsch und halb Englisch sagen. Und als man dort davon redet, dass die Landkarte von den mennonitischen Siedlungen in Darpa und der Quatemok umgehend fehlt, up-to-date zu bringen, dann wird mir gefragt, ob ich willig sein dort merken, dass unsere Karte noch weiter einmal gemerkt werden kann. Und als ich daran arbeite, dann wird mir von Santa Clara Sommerfelder gesagt, dass auf der Landkarte an dem Buch Gäste und Fremdlinge, wo boven all die Sommerfelder toegekauftes Port Land auf dem Nordeng von der Santa Clara Siedlung so ein Beet an der Landkarten angetekend worden wäre, dass das nicht richtig hinabgekommen wäre. Und mit Hilfe von Mana von der Santa Clara Siedlung und mit dem Landtitel Kort stellte ich 1997 auch das auf die Karte tracht. Ich möchte bei diesem Reitmerken auch, dass das Darb Talbach Nummer 1 sei, ob all die vorherigen Landkarten noch nicht auf der rechten steht und angetekent worden wäre. Also das Darb hat dann auf alle Karten nicht ganz auf der rechten steht und angetekent gestanden. Als ich dann 1996, 97 alle Kopien von Mennoniten ihre verschiedenen Landtitelkarten von teugekauften Ländereien gesammelt und an den 1963 Landkarten angemalt oder angetekent hat, so als auch die asphaltierte Wege oder gepavte Wege durch und zwischen mennonitische Siedlungen ungefähr angemalt hat und auch die wichtigsten Erdwege und so weiter
Dann leid wie eine ganz neue Landkarte malen von Jakob Peters, von jungen Jakob Peters in Burwalde, Nummer 107. Diese neue Karte wird 1997 nicht mit einer Press-Dreckmaschine drecken gelassen, aber mit einer Offset-Maschine. Und dann wird diese neue Karte für beides gebraucht. Für uns geschichtliches Bilderbuch, 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, und auch für die 1998 Wohnkalenders mit dieser Landkarte auf der hintersten Seite vom Kalender. Auf diesem Weg werden nochmal weiter Tausende Menschen zu einer neuen Landkarte von mennonitischen Kolonien in Darpa und der Quackteimung-Umgegend in Chihuahua gekommen. Aber auch von dieser letzten Karte ist nicht ein großer Geldmacher geworden. Maar wenn je Tausende Karten sind, buiten die 1997 geschichtliche Bilderbücher und die 1998 Wohnkalenders verkauft worden. Und nu der magnetische Nordpol von unserer Welt verschifft beständig. Nu noch was davon, dass der magnetische Nordpol von unserer Welt beständig verschifft. Dass das passiert, das weten die Gelehrten al meist 200 Jahre. Und nu auch noch was davon, dass das Dorp Kleefeld, Nummer 1a ab der Manitoba-Kolonie bei San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko, mal nicht gleich so angelegt worden ist, als all die anderen Linien ab die mennonitischen Siedlungen in Darpa sind. Dass das Wirklichkeit ist, dass unsere Welt ihr magnetischer Nordpol beständig verschifft, das lehrte ich al 1949 von unserem Landmeter Heinrich Martens von Nienburg, als wir beide top daran arbeiten, alles recht zu kriegen für eine neue, zeitgemäße Landkarte. Als wir beide ganz boven auf dem Boy, osten von Einlage Nummer 11, kriegt ihr in die Nienburgische Dwergaslinie wären, dann weiß und erklärt jemand mir dort, dass der magnetische Nordpol 1921 11 Grad anders gewesen hat als der geografische Nordpol. Jemand hat eine Kopie von der Mennoniten ihrer Manitoba-Kolonie Landtitelkarte mit und weiß mir daarboven, dass die mexikanischen Ingenieure dort so betekend hatten, dass der magnetische Nordpol 1921 kriegt 11 Grad anders gewesen hat als der geografische Nordpol. Und dann weiß er mir dort bei seinem Apparat, dass der magnetische Nordpol sich bei 1949 so weit verschoben hat, dass er nu al 11,75 Grad anders weiß als der geografische Nordpol. Wenn so im Allgemeinen von unserer Welt ihrem Nordpol geredet wird, dann meint man meistens den geografischen Nordpol. Und meistens sind auch auf Weltkugellandkarten alle Linien so angetekend, dass der Krieg nur den geografischen Nordpol Linien. Im anderen Wort, weil der magnetische Nordpol beständig verschifft, recht man sich beim Weltkugelkarten merken, nur dem sogenannten geografischen Nordpol und nicht nur dem magnetischen. Und dort der magnetische Nordpol beständig verschifft, das haben Gelehrte oder Scientists allmeist 200 Jahre bewiesen gekonnt. Wer mal mehr davon weiten will, dass sich der magnetische Nordpol beständig verschifft, der kann viel davon am Internet finden. Und die Süd-Nord-Linies ab der mennonitischen Manitoba und Swift-Current Siedlungen in Chihuahua sind 1921 von mexikanischen Ingenieure auch nur dem geografischen Nordpol anwesend getroffen worden. Und ab diesem 1921 Landtitelplan haben die mexikanischen Ingenieure oder Ingenieurs ein Landmeter klar angemerkt, dass der magnetische Nordpol kriegt 11 Grad anders weiß als der geografische Nordpol. Ich sag mir das im Februar 2007 noch einmal weiter bei dem von der Manitoba-Kolonie Landmeter Thiessen in Steinbach 3 bei. Und ab die originale 1921 Landkarte, wo ein mexikanische Ingenieure damals so gemerkt haben, daarboven steht dort wirklich so angemerkt. Der magnetische Nordpol wiest, kriegt 11 Grad anders als der geografische. Ich habe mir eine Kopie von dieser originalen Landkarte gekauft,
von Landmeter Thiessen, wie ich Beweis davon haben will, mag meine Papieren. Und nun noch Wort von dem Woerraum, dat het daar Kleefeld Nummer 1 im Sommer 1921 Grad 11 Grad anders angelegt worden ist als all die andere Manitoba en Zwifkerend kolonielinies in Dorpen. Als Landmeter Hendrik Mortis, ons vader en ik, 1949 beim Landkarten tekenen en unserem Drecker geschafft davon reden, dat de magnetische Noordpool 1921 krijgt 11 Grad anders gewesen hat als die sogenannte geografische Noordpool, dann wären da einmal auch noch andere Oompjes bei uns. Und dann hätte ich toe, wo diese Oompjes sich davon vertalten, wodurch das gekommen wäre, dass das da Kleefeld nicht kriegt, nur dem geografischen Nordpol anwesend angelegt worden wäre. Und dort folgende ist ungefähr, was ich diese Männer damals davon vertalen hielt. Sie sehen so. Ein Oompje Hilbrand, ich habe leider Oompje Hilbrand seinen Vernomen nicht mehr beholen, aber das Oompje hat dort, zoals diese Männer dort vertalten, damals nicht auflören gekonnt, was die Kolonielandmeter Zeit hatten, nur die Kleefelder ihrem Darbsplan anzukommen und an da Darb anzumeten. Und weil die Kleefelder Darb nicht kriegt, längt eine 2 Kilometer Linie, aber zwischen zwei so eine Linies anleihen wollen, mochten die Rot von Kanada nach Mexiko gekommene Männer sich dort selbst auf, kriegt, wo ihre Darbsgas ankommen soll. Und dann, um ihre Linie tragen, über ihren ganzen Darbslandplan, richten sie sich dabei nur Hilbrand seinem Kompass. Sie stellten etliche Flaggen ab, längs ihrem Darbsplan, vom Süden um Norden, und dann nahm Hilbrand seinen Traktor und seinen einscheuigen Ploeg, sah sich auf den Traktor hinab und tekende Linie über ihren Darbsplan an. Er fuhr also natürlicherweise kriegt dahin ab, wo sein Kompass sieht, wo die magnetische Nordpol wäre. Er weiß scheinbar gar nicht, dass alle Linien über ihrem neuen Siedlungsland nur dem geografischen Norden anliegend angemeten wir und fuhr einfach kriegt nur seinem Kompass, wo er nur dem magnetischen Nordpol anweist. Aber mit dieser Ploeg wird die Kleefelder ihre Gas nu angetekend und an diese Gas werden die Buchstaben von dem Darb Kleefeld, von Oompje Hilbrand und de andere Kleeveldse Ansiedler selbst angemeten und angelegt. Und auch all ihre Kegels werden damals da noch angemeten. Dit is wo wir in dat Darb Kleefeld op de Manitoba-Kolonie bij Quacktemok 11 Grad anders vom Süden um Norden han angelegt worden ist, als alle anderen Darpen in der Manitoba- und Zwifkerend-Kolonie Linies in Darpen angelegt liggen. En wils dit Darp al zo linien deed als dat deed, is dat Darp Kroonskaart meest 20 jaar later ook al zo angelegt worden, zodat Gassen wenigstens nicht noch eine Art flaches Spor merken sollen. Landmeter Thiessen seht mich, die Landmeter möchten dort immer weiter beim Landerien anmeten in dieser Gegend, dort die Kleefeld und Kroonskaart ihre Gassen ein bisschen anders lagen als alle anderen Linien auf der ganzen Siedlung. Vielleicht haben die meisten von uns niemals ein Wort von dieser ganzen Sache gewusst oder gehört. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht davon weiten, wenn ich 1949 mal nicht mit unserem damaligen Landmetertaub daran gearbeitet habe, eine neue Landkarte zu merken. Auf den mennonitischen Siedlungen an der Quacktemok umgehend sind seit 1997 besonders am Hochweg von Quacktemok nach Rubio all viele kleine Darpen angelegt worden. Ab immer noch mehr Darbsplans wurden ganze Kegels für Buchstaben angemeten und verkauft. Nach wenigen Jahren wurden so eine Darpen aus zum Beispiel Genodenfeld, Genodentol, Blumenurt und andere Darpen nicht mehr Darpen sein, aber Städter.
In dem Dorf Blumenurt, wo ich ab was, da wären damals 33 Büstäden, als ich da ab was, 30 sogenannte Bürgers und 3 Anwohner. Von der sind auf dem Blumenurtschen Dorfsplan all weit über 200 Büstäden. Und so bosig, als auf dem Blumenurt Dorfsplan nicht mal immer noch mehr Wohnbüstäden, aber auch große Fabrikbüstäden angemeten, verkauft und bebüht worden, dann sind da boven noch wenige Jahren gut möglich noch einmal so viel Büstäden. Ja, die meiste von den alten Dörfer, die bei dem Hochweg sind all so viel grater geworden, dass es vielleicht Zeit ist, dass die Mennoniten ihre Landkarte weiter soll nie gemerkt worden. Aber so als viele Dorfsweidländer und Dorfskervels über die letzten 10 Jahren in Büstäden vermieten und neue Dörfer angelegt worden sind, nu wird die Kartwahl nicht mehr leicht auf einem Blatt zu merken können. Wenigstens nicht, weil man da oben alles so leicht rechtfinden kann. Und nu, dass alle mennonitische Büstäden in den Dörfern auch nummeriert worden sind, nu soll man vielleicht mal ein Landkart merken. Und wohnt jeder Dorf separat auf einer Seite stund mit all den nummerierten Büstäden in angetekent und so weiter. Dort wird Menschen wenigstens leicht rechtfinden helfen, wenn sie an die grater Dörfer nur bestimmte Menschen ihre Büstäden siegten. In so einer Dörfer als zum Beispiel Gnadental, Gnadenfeld, Blumenort, Neustadt und andere Dörfer mit all ihre extra Gassen. Dann als wir dort abwassen, dann wäre das noch so. Wenn dann mal wer früher, wo eine bestimmte Familie wohnt, dann kann man dort all noch leicht irgendwo betegnen, wo wer wohnt. Aber so sehr, als viele Dörfer vergratet worden sind, nu ist das gar nicht mehr so leicht zu betegnen. Ein Mann von Kanada hat mal erst in Durango mang die Mennoniten spaziert, und dann kam er auch noch nach Chihuahua und spaziert da auch mang Unse rum. Und das Mann fängt dort spaßig, wo wie Mennoniten in Mexiko dort betekenden, wo wer wohnt. Er sieht zum Beispiel, als ich in Durango bei einem Bauer auf seinem Hafen abfuhr und früher auf mir sagen kann, wo meine Tante hier wohnt, auf der Kolonie. Ich hatte am gesagt, noch wem ich sagt. Und dann sagt er ganz einfach so: Jo, die Tante wohnt dort 3 Kriesel rum. Und dort kam am spaßig für, so eine Begegnung. Nu noch einmal Wort davon, dass die Kolonie Mennoniten von Manitoba 1921 in Chihuahua viel mehr Siedlungsland gekauft haben, als sie dort anfänglich brauchen wurden. Wir hatten einmal davon geredet, dass die Mennoniten von Manitoba in Chihuahua 1921 viel mehr Siedlungsland gekauft haben, als sie dann gerade für die Hand besiedeln und aus Ackersland brauchen wurden. Hier wollen wir nun noch mehr davon sagen. Wir wollen davon was sagen, wozu die Kolonisten ihre viele Dutzende Acker Grasland dort tiefwillig brauchten, wenn sie die vor vielen Jahren noch nicht aus Ackersland brauchten und auch nicht besiedelten. Wir hatten einmal was davon gesagt, dass Sieden von Talbach oder auch Sieden von der Isabohn, so es dort genannt wird, jeder Jahr große Fläche Gras verpacht worden zum Heimmerken. Aber wir hatten noch nicht viel davon geredet, was die Kolonisten in den Anfangsjahren mit den großen Flächen von ihrem leerliegenden Wesland getan haben. Und davon wollen wir auch noch was sagen. Aber für das Mal müssen wir hier weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir was davon, wozu die Kolonisten ihr fehlet Wesland an dem großen Bustillo-Stall bei San Antonio de los Arenales in Chihuahua in den ersten Jahren haben versucht zu brauchen. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rempel.